Hallo, herzlich willkommen zurück bei Banished. Banished. Ja, wir machen hier weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar, ja, gern. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir aufgehört haben. Sorry, keine Ahnung mehr. Ah ja, Schmied ist fertiggestellt worden. Ressourcen fehlen immer noch alle. Arbeiter fehlen immer noch alle, darum gerade schnell den da machen. Und ja. Alles scheiße und wie immer. Und los geht's, weiter geht's. Okay, also. Unsere Werkzeugprobleme lösen sich hoffentlich schon von alleine, weil ich da im Trading Post gesagt habe, hey Jungs, schaut, dass ihr immer schön 500 Beef drin habt, damit wir das Zeug traden können. Und ich bin mir am überlegen, ob ich das nicht auf 1000 rauf soll erweitern. Das mache ich doch jetzt gerade schnell, weil so können wir natürlich auch unsere Scheuer ein bisschen entlasten da unten. Die da. Die ist jetzt zu 73% voll, da hat es jetzt noch 330 drin. Da hat es noch 243 drin, das verschwindet alles und geht alles da rauf. Seht ihr? Und es ist erst zu 3% gefüllt. Also das heisst, wir haben hier einen schönen Puffer und da kommt der nächste Trader und jetzt nimmt es mich gerade Wunder. Nein, der hat leider kein Werkzeug dabei. Wo hast du? Oh nein, nicht schon wieder. Oh. Okay. Ich habe nicht einmal genug Beef, um mir da etwas leisten zu können. Was Leder kauft er noch? Leder zu 10. Da bräuchte ich 300. Leder habe ich wahrscheinlich auch zu wenig. Und es ist Tatsache, ich habe zu wenig Leder. Nice. Junge, es tut mir leid. Was kann ich bei dir? Du bist wieder der. Okay. Und du bist immer noch so teuer. Du hast es immer noch nicht gelernt, dass du bei mir mit diesen Preisen nicht hinkommst. Tja, sorry Junge. Nice try. Wenigstens baue ich jetzt da schon mal die Straße fertig. Und ja, also da mit dem Holzfällen, das zieht sich noch ein bisschen hin. Da mit dem Feuerholz im Fall auch. Also so ist es ja nicht. Dass es dem nicht würde fehlen. Es fehlt nämlich überall. Eisen, naja. Ist da bald Bam Bam. Kenne ich den Ausdruck? Bam Bam. Ja. Es wird schwierig langsam, weil jetzt die nächsten Ressourcen, die sind da oben. Und bis die dann mal einmal abgebaut sind, das dauert ewig. Was man noch könnte sagen, wäre das da. Wir brauchen Eisen, wir brauchen dringendst Eisen. Und ich nehme jetzt halt einfach mal den Weg auf mich und sage, baue ich den auch noch da ab, weil ich brauche Eisen. Ich komme nicht drum herum. Weil jetzt geht natürlich auch die Produktion von der Werkzeuge recht rapid durch. Ihr seht, wir haben jetzt bereits, ja, ich weiss, es laufen halt noch sehr viele die kein Werkzeug haben. Und ich denke, unsere 2 Schmieden decken gerade mal so knapp den Bedarf. Und mit knapp meine ich sehr knapp. Mal schauen, also da haben wir keine mehr. Was noch? Keine Ahnung, nichts mehr. Ich hoffe, es kommt bald ein Trader, der uns Fleisch abkauft und das Ganze eintauscht gegen Werkzeug, weil sonst sehe ich schwarz da. So geht das einfach nicht weiter. Holz, naja, hä? Feuerholz, noch mehr, naja, hä? Wenigstens hat unser Schneider im Reich etwas zu tun und der lange gerade so knapp, um unsere Ausgaben zu decken.
Das ist immer so um die 30, wenn ich da rauf schaue. Ja. Wie sieht es da aus? Da haben wir 21 von 20. Da haben wir 18 von 18 und da haben wir 21 von 20. Das ist sehr gut. Wie sieht es da aus mit der Produktion? Jetzt das Jahr haben sie angefangen zu produzieren und in dem Fall da auch. Nein, letztes Jahr schon ein bisschen. Nicht schlecht. Ja klar, das ist natürlich ein bisschen kleiner noch. 2 Tiere weniger als da. Das heisst, sie fangen ein bisschen früher an. Tipptopp, soweit. Eigentlich nicht. Das heisst, diese Bäume könnte ich noch fällen lassen. Da. Bis etwa da hin. Ich komme etwa bis da. Und da fängt es... Schau dir das an! Willst du mich jetzt verarschen? Da funktioniert es anscheinend, hä? Ich bin mir am Überlegen, ob ich nicht da Häuser aufstellen will. Bin ich mir ernsthaft am Überlegen. Weil wenn ich das... Schau dir das an, wie das schnell geht. Das ist unglaublich, ist das. Da gehe ich hier rüber. Also. Idee. Und zwar... Ich brauche früher oder später da sowieso eine Möglichkeit zum können lagern. Also baue ich da doch einmal so ein Storage Barn auf. Man sollte knapp von allem genügend haben. Und nebendran natürlich noch ein kleines Stockpile. Und ja, das müsste funktionieren. Jetzt müssen wir mal schauen, da ich schnell ein bisschen höhere Priorität einsetzen. Und dann nimmt es mich Wunder, wie schnell das geht da hinten. Nimmt mich jetzt echt Wunder. Weil sobald da die Storage Barn ist, kann ich da anfangen Häuser aufbauen. Jetzt werde ich mir da schon mal so mehr oder weniger ein Strassennetz zurechtlegen. Wieso nicht von so nach so und von da nach da. So. Okay. Also Werkzeug haben wir anscheinend immer noch das Problem. Und anscheinend funktioniert es jetzt plötzlich mit dem Holzabbau. Ich gehe ja hier rüber. Also manchmal komme ich bei diesem Game nicht raus. Also, ich habe das irgendwie im Jahr 19 oder so, habe ich das, oder sogar noch früher, habe ich das da markiert. Und jetzt anfangen die an abbauen. Also ich meine nicht, dass es mich stören, im Gegenteil. Ich bin natürlich sehr froh darum, dass jetzt die endlich mal da können, das Zeug abbauen, aber... Herrgott, ist das lang gegangen. Ja, da mit dem Bau, das geht halt noch ein Zeitchen. Wenigstens kommt da schon mal einer die Straße machen. Ja, der Bau zieht sich wahrscheinlich noch in die Länge. Nicht so schlimm. Da würde ich jetzt aber vorsichtig und voraussichtlich, wie ich bin, sage ich, hey Jungs, was wir da auf jeden Fall brauchen, auf jeden Fall, jetzt habe ich ein bisschen fest übertrieben, ich weiss, ein Schmied, ich würde gerne hier einen Schmied haben. Da wäre ich echt froh drum. Den pausiere ich jetzt aber noch, weil der wird dann erst in Frage kommen, wenn da das Zeug da gebaut worden ist. Und
Nein. Oh, du willst mich doch verarschen, willst doch du mich. Habe ich da Hühner drin? Anscheinend. Auf jeden Fall Schaf musst du mir bringen. Immer. Ich brauche endlich Schaf. Für Wolle. Dann steige ich in die Wollenproduktion ein. Das habe ich bis jetzt immer so gemacht. Bei meinem sozusagen privaten Spiel habe ich von Anfang an schon Schäfe gehabt. Und da bin ich voll in die Wollenproduktion reingegangen und ich kann euch sagen, Wolle ist wahrscheinlich die geilste Ressource in diesem Spiel. Weil sie ist, sie ist relativ teuer. Sehe ich? Nein, das sehe ich da nicht. Wie viel das die würde kosten. Oder doch? Nein, leider nicht. Jedenfalls, es ist einfach eine geile Ressource. Weil, nicht nur wegen der Kleidung, man kann sich dann ein bisschen wärmere Kleidung machen. Was das Geilste ist an der Wolle ist, sie ist extrem teuer. Sie hat einen hohen Gegenwert. Und das ist natürlich sehr gut. Mein Eisenmangel ist halt immer noch vorhanden. Und das ab und zu mal ein bisschen bringen, das bringt jetzt halt überhaupt nichts. Da bin ich ja. Übrigens, geile Funktion. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte das da als mein Hauptfenster haben. Da drücke ich, da steht zwar Z, wenn ihr da schauen steht da Z. Und da bin ich da. Also wenn ich jetzt zum Beispiel da hinten bin und ich will schnell dort in meinen Ortskern gehen, drücke ich Y. Und da bin ich. Y, weil Z ist von der vom amerikanischen Tastaturlayout. Das kann man da leider nicht ändern. Aber es funktioniert. Da könnte ich zum Beispiel da sagen, dass der Bildschirmausschnitt, werde ich des Öfteren brauche später. Und ich sage, das wird mein X. Also kann ich jetzt zwischen X und Y switchen. Seht ihr das? Ja, ihr seht es sehr wahrscheinlich. Ausser ihr schaut das Video nicht, dann seht ihr es nicht. Wollte ich aber vorher nicht hoffen. Lol. Wie auch immer. Ja, der Bau geht langsam voran. Da habe ich die längste 2 Arbeiterinnen gehabt, die es gar nicht braucht. Die sind noch vom Bau von meiner Schmiede da oben. Die da, die jetzt sowieso keine Ressourcen hat. Wunderbare Sache. Ja, so sieht das aus. Und da habe ich doch da. Da, genau da. Schau jetzt. Junge. Mache ich doch das schnell. Schnell. Weil da haben wir vielleicht wieder ein bisschen Ressourcen. Wie sieht es da unten aus? Haben wir da noch Eisen? Wir haben da noch ein bisschen Eisen gesehen gerade. Da. Und da habe ich schon ausgewählt. Ein anderes Problem, das das wird geben, was das wird nach sich ziehen, ist natürlich, wenn die so weite Wege laufen müssen, kann es sein, dass auf dem Weg dorthin sterben oder beim Weg zurück. Das ist auch schon vorgekommen. Aber ich denke, das sollte jetzt gerade noch so gehen. Darum ist eigentlich mein Ziel, dann hier Häuser aufzustellen. Damit die nicht mehr so weite Wege haben. Mein zweites Problem ist, weil ich jetzt da alles abgeholzt habe und da keine Arbeiter mehr drin habe, wachsen da natürlich keine Bäume mehr. Ja, der checkt es mal wieder nicht da. Nein, 4 lange. Dankeschön. Also die soll ich jetzt da mal wieder schön ansehen. Zuerst mal pflanzen. Was? Aha, weil ich es weggemacht habe, okay. Gut. Die tun jetzt da wieder Bäume ansehen, das finde ich sehr gut. Fände ich sehr gut. Weil da hätten wir wenigstens da so einen kleinen Puffer an Holz.
Jetzt muss ich schauen, wie weit lange der langt bis da hin. Da würde ich sagen, tue ich da nochmal einen hinbauen. So. Ja, mal, das sollte funktionieren so. Ich bin jetzt gerade am Überlegen gewesen, ob das gescheit ist, weil ich ja da den Häuser hinbauen will und die würde dann in diesem Gebiet sein, aber das spielt nicht so eine grosse Rolle, weil die Häuser kann ich auch hier hinbauen und natürlich auch hier oben und auch hier rein. Ich könnte jetzt mal schnell pausieren und dann mal schauen, wegen der Mine, da haben wir sie, das Riesenteil, die hätte da schön Platz. Die braucht 68 Stein und 48 Holz. Stein hätte mir, Holz nicht. Und die bringt mir jetzt momentan auch nichts, weil... Wieso bringt die mir nichts? Sicher bringt die mir etwas. Idiot. So. Okay. Ich lasse jetzt die einfach nach und nach bauen. Ist ja nicht so wichtig, dass die sofort gebaut wird. Also eigentlich wäre es schon wegen dem Eisen halt, oder? Aber es geht halt auch nicht ganz so schnell. So richtig effektiv ist sie halt erst, wenn 30 Arbeiter drin sind. Und auf 30 würde ich jetzt wahrscheinlich momentan nicht kommen. Ich sehe gerade, es fehlt ein Farmer. Ein Farmer. Ja, ja. Ich sehe jetzt nicht. Wieso fällt ich da stimmt etwas nicht. Da würde ich gerne noch mal einen drin haben, nämlich. So. Okay, also 6 freie Arbeiter. Und wie sieht es da aus? Ja, die sollte jetzt langsam nachkommen. Ich wollte jetzt die nicht mehr abbrechen lassen. Und ich brauche endlich gebildetes Personal. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist einfach so, gebildete Leute brauchen weniger Werkzeuge, sie brauchen weniger keine Ahnung was. Sie arbeiten schneller, besser, also besser weiß ich nicht, aber sicher schneller. Und das ist da, was ich brauche. Eisen. Ja. Er hört mich. Ich bin nicht so zufrieden da. Aber es geht langsam vorwärts. Es geht langsam vorwärts. Weil ich ein bisschen gefrustet bin. Nein, nicht nur wegen dem. Es ist ja langsam wieder Zeit zum Abbrechen da. Breche jetzt hier mal ab. Kann da wieder mal speichern und sagen, klar doch, überschreibe das Zeug. Wer will schon jemals wieder zum alten Spielstand zurück? Niemand. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Tschüss zusammen.